Am Wort ist nun der Abgeordnete Rudolf Plessl. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Innenministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Wir reden heute über das Budget der Innenministerin, und ich bin seit über 30 Jahren beim Innenministerium in verschiedenen Tätigkeiten auch hier tätig. Vor allem kann ich noch vor einiger Zeit erinnern, ab 2000, und das war nicht immer eine einfache Zeit, wo ausgezeichnete Strukturen, zum Beispiel im kriminalpolizeilichen Bereich, hier für immer zerstört worden sind. Eine große Fehleinschätzung des damaligen Bundesministers war es, dass man weg von den Spezialisten zu den Generalisten kommen will, und das war eine der größten Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen im Innenressort der letzten Jahrzehnte. Im Jahr 2000 bis 2006 sind über 3.000 Planstellen hier reduziert worden und sind nicht mehr im Innenressort zur Verfügung gestanden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, erst mit der Trendwende 2008 mit der Bundesregierung Faymann I ist nicht nur diese Reduzierung hinangehalten worden, sondern auch die Nachbesetzung. Der Stopp hier ist aufgesetzt worden, und zusätzlich 1.000 Planstellen sind hier vorgesehen worden. Bei der Bundesregierung II Faymann sind ebenfalls gleich 1.000 Polizisten zusätzlich hier vorgesehen beim Regierungsübereinkommen. Aber was sehr wichtig ist, in der letzten Zeit hat es Entwicklungen gegeben, wo wir auch reagieren müssen. Wir haben hier insgesamt jetzt für die nächsten Jahr 1.975 Neuaufnahmen hier vorgesehen. Und Herr Kollege Damann, wir haben auch im Ausschuss Budget darüber gesprochen. Ich habe diese Frage an die Innenministerin gestellt. Es werden 60 Planstellen zusätzlich für die Auszubildenden auch noch vorgesehen werden, damit auch das entsprechende Lehrpersonal zur Verfügung steht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier zusätzliche Maßnahmen für 2016 im Innenressort vorgesehen. Wir haben hier 4x 72 Millionen € für zusätzlichen Ausbau und Investierung im Sicherheitsbereich auch vorgesehen. Und es ist sehr wichtig, dass man investiert, aber ich möchte hier doch festhalten, weil es immer wieder vor dem Staatsschutzgesetz geht. Das beste Staatsschutzgesetz kann uns vor diesen Anschlägen, die in Paris hier durchgeführt worden sind, nicht schützen. Ich habe auch schon mehrmals mitgeteilt, die Beamten brauchen das dementsprechende Rüstwerkzeug, aber wir müssen auch hier die parlamentarische Kontrolle in diesem Rechtsschutzbereich, der sehr kritisch ist, auch dementsprechend stärken, damit auch eine Transparenz in diesem Bereich auch gewährleistet ist. Danke.